Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute gibt es eine Roomtour von meiner Wohnung, wo ich vor 2 Monaten eingezogen bin. Aber bevor es losgeht, eine ganz kleine Ankündigung. Diesen Sonntag, 14:00 Uhr, gibt es eine große Ankündigung auf meinem Instagram-Kanal von einem Projekt, an dem wir schon lange arbeiten. Wird sehr, sehr geil. Jetzt los mit der Roomtour. Let's start the Roomtour. So, hier geht's rein in die gute Stube, Tür zu. Dann kommt man hier rein, hier liegen schon mal ein paar Schuhe am Boden. Das ist so ein Teppich, den Teppich habe ich dort hingelegt, dass wenn man reinkommt und die Schuhe nass sind, dass dann der Boden nicht nass wird, ist die Theorie. Hier hat man so ein Gerät, wo man mit einer Kamera nach unten schauen kann. Das ist Hightech-Shit. Und hier, sieht man das? Ja, guck mal da, Digga. Genau, das ist der Eingangsbereich. Hier hängen ein paar Jacken. Ja, hier ist so ein bisschen Stuff drin. Es ist actually alles noch sehr, sehr leer. Obwohl ich seit 2 Monaten eingezogen bin, hatte ich nicht viel Zeit, um alles einzurichten. Es ist eine 3,5 Zimmer Wohnung. Ich wohne alleine hier. Ja, das ist meine erste Wohnung. Genau, kommt man hier rein. Und dann hier, boom! Küche. Man kommt direkt in die Küche rein. Sehr, sehr geil alles. Hier ist so eine Kochinsel. Auf der Kochinsel kann man tatsächlich nicht kochen, weil sie keine Herdplatte hat. Das ist mehr so eine Ablagefläche für einen Tennisschläger und so Stuff. Hier ist meine... Guck mal, wie die Uhr aussieht. Ablagefläche für Kater sein Vater, Kuss geht raus an Marc Eggers. Dann habe ich in der ganzen Wohnung Google Home, oder wie das heißt. Heißt es Google Home? Ich glaube. Muss aber ganz ehrlich sagen, diese Dinger sind relativ scheiße. Das funktioniert so zu 50% nicht und wenn es funktioniert, dauert irgendwie alles lang. Also ist so cool zum Musik hören, aber ansonsten ist es auch nicht mega geil. Dann, ja, hier Waschbecken, ist ein bisschen Stuff drin. Sriracha Sauce kann ich empfehlen, Digga. Die habe ich irgendwie entdeckt, seit ich ausgezogen bin, weil seit ich ausgezogen bin, kaufe ich mir so ein bisschen neuere Sachen, weil wenn man zu Hause ist, dann isst man immer die Sachen, die so da sind. Wenn man alleine kaufen gehen kann, ist es geil, kann man so ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Sriracha Sauce kann ich empfehlen. So, hier Multivitamin für das gute Gewissen, bringt wahrscheinlich gar nichts. Genau, dann hier koche ich relativ oft sogar tatsächlich. Jetzt nicht irgendwie aufwendige Sachen, so Spinat oder so Shit. Ja. Kochecke. Gordon Ramsay. Yay! Und jetzt das große Wohnzimmer. Digga, sieht das scheiße aus. Ich wohne seit 2 Monaten in dieser Wohnung und es sieht einfach absolut scheiße aus. Aber ich kann das rechtfertigen, denn das Sofa kommt. Das Sofa kommt, das ist bestellt, das dauert einfach ein bisschen. Das kommt, okay, was gibt's hier? Hier gibt's... Das ist so ein A, das ist von so einem Laden oder so. Also das hing mal an einem Laden, so das LED-Dings, kann man anmachen und die Farbe verstellen. Ist sehr, sehr geil, by the way. Ist ein nicer Vibe, das steht dort. Hier eine Pflanze, die tatsächlich nicht echt ist. Hier so ein kleines Ablageding. Das habe ich in der Brockenstube bei so einem Flohmarkt gekauft. Sehr, sehr geil, für irgendwie 20 Franken. Dieses Ding finde ich sehr, sehr geil. Kleiderständer, ja, da hängen ein paar Pullis und so. Hier hinten ist noch eine Lampe für diesen absoluten Vibe am Abend. Und noch so Styropor-Stuff, der noch vom Umzug hier ist. Vor 2 Monaten. Und dann hier Partner, Air-Up, die stehen immer hier, damit ich immer weiß, diese Menschen bezahlen mir die Miete. Hier ein Bild, das ich gemalt habe, mit so einem Forbes. What the fuck, Digga? Mit so einem Forbes-Magazin. Weil es sieht geil aus, das ist noch von meiner alten Wohnung, beziehungsweise von zu Hause. Dieses Ding habe ich mal geschenkt bekommen, das ist so ein Louis Vuitton-Dings, aber das fuckt mich ab, das sieht aus wie so keine Ahnung, sieht aber scheiße aus. Ist nicht mal echt, ist richtig Müll, werfe ich wahrscheinlich weg, aber steht noch da vom Umzug. Vor 2 Monaten. Wäsche machen sehr, sehr wichtig. Mache ich mindestens einmal alle 3 Wochen, mache ich die Wäsche. Dann stelle ich das Ding hier hin. Hier ist der Esstisch. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Esstisch, bei dem habe ich mir schon sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also das Ding sieht auf keinen Fall richtig beschissen und scheiße aus. Da kann man sehr gut essen dran. Da setzt man sich so hier hin, ganz alleine. Und dann denkt man, dass ich kiffe. Digga, diesen Stuff, das habt ihr vielleicht schon beim Hauptkanal-Video gesehen, ist von Westit, haben sie mir zugeschickt. Ich kiff nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Steht auf jeden Fall noch da. Hier so eine Weinflasche. Holy shit, Open Air Frauenfeld. Cringe, wenn ich da ist. Das hier ist alles so Buchhaltung. Was haben wir hier? Buchhaltung, Wohnung, Tesla, To-Do, Zivi, alles was wichtig ist im Leben. Dann hier, das ist sehr, sehr geil. Ich habe zu meiner Konfirmation von meinem Pate 2 Flaschen Wein bekommen aus meinem Jahrgang. Ich glaube, diese Flaschen sind aus dem Jahrgang 1999. Da bin ich geboren und diese Flaschen auch. Und die stehen hier und die werde ich höchstwahrscheinlich nie trinken, weil es irgendwie schade wäre. Bücher, so ein Ding hier.
das Wichtigste habe ich vergessen. Mein Staubsauger. Das ist der Hund. Der heißt tatsächlich Hund und der fährt durch die Wohnung und putzt es tatsächlich sehr, sehr gut. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein, trink wieder lila Sprite. To forget you. Es geht raus auf den Balkon. Ich kann jetzt leider hier nicht so rausfilmen, obviously. Abfall, wenn Kollegen da sind und rauchen wollen, können die hier rauchen. Und ja, so sieht es aus von hier. Ein sehr, sehr chilliger Balkon tatsächlich. Ja, hier kann man gut chillen und Schach spielen. Spiele ich sehr, sehr gerne Schach hier. Was ich in letzter Zeit sehr, sehr oft mache, weil ich es rausgefunden habe, ich kann in meiner Wohnung Tennis spielen. Grüße gehen raus an die Nachbarn. Es sieht halt so traurig aus alles, aber was kann ich dafür? Sportmatte ist sehr, sehr wichtig zum Dehnen. Dann läuft man hier so nach hinten. Und kommt hier zu einem Schrank. Das ist so ein kleiner Gang hier. Dann ist hier das Gestell. Sagt man Gestell auf Hochdeutsch? Gestell, Schrank, Wanddings, Ablagefläche. Sind all meine Sachen drin. Brillen, bisschen Schmuck. Wenn Kollegen da sind, dann dürfen die auch eine Zigarre rauchen. YouTube-Play-Button, stimmt. YouTube-Play-Button 1, YouTube-Play-Button 2. Und hier steht noch Koffer, immer noch von Umzug, Digga. Dieser Koffer hier vom Umzug steht immer noch hier, geil. Hier ist das Klo Nummer 1, Waschmaschine, sehr, sehr geil. Eine Waschmaschine in der eigenen Wohnung zu haben, ist ein Gamechanger. Und diese Waschmaschine allgemein, Gamechanger, weil die braucht kein Waschmittel. Die hat hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das checkt, die hat hier so Waschmittel für Farbe und Waschmittel für weiße Wäsche. Und dann kann man, wenn man das reinmacht, hier einfach auswählen zwischen weiß und bunt. Muss man nur drücken, dann wiegt es, glaube ich, die Wäsche und kommt perfekt viel Waschmittel rein, wie es braucht für die Wäsche. Das ist sehr, sehr geil. Hier ein bisschen Stuffroom muss gewaschen werden. Das ist eigentlich das Gästebad. Moin, was geht ab? Das ist eigentlich das Gästebad, aber ich habe irgendwie nie Gäste. Und wenn ich Gäste habe, dann gehen die auf dieses Bad, weil hier immer Kleider drin liegen. Das ist das Mainbad, sagt man Mainbad? Hauptbad. Ja, so sieht das aus. Listerin Mint, Goated. Ja, so sieht das aus hier. Hier drin ist noch ein bisschen Stuff. Hier seht ihr meine Parfüm-Collection. Das sind alles so Fake-Parfums, die richtig günstig sind, aber so schmecken wie teure. Dafür halten sie auch nur 20 Minuten. Sorry. Ja, das ist so hier drin alles. Ah, das hier, Digga. Das ist krass. Von Marc Gebauer, der hat mir das mal geschenkt. Er ist ein Parfum, von dem dieses Ding hält ungelogen 3 Waschgänge. Dieses Ding ist krass. Wenn du das irgendwo drauf sprayst, Digga, das geht nicht raus. Dusche, sehr, sehr geil. Hier liege ich manchmal so mit dem Rücken am Boden und die Beine so hoch und dann kommt das Wasser so auf mich drauf, wenn man das versteht. Und hier scheiße ich. Und jetzt geht's in den Raum, in dem Liebe gemacht wird oder meistens auch nicht. Ich habe mir tatsächlich wirklich Mühe gegeben, das Schlafzimmer so romantisch wie möglich einzurichten. Klassischer Ikea-Kasten steht bei jedem in der Wohnung. By the way, ich fühle mich so wie den in seinen Vlogs. Ja, ich war gerade auf dem Nürnbergring. Junge! Socken, dort sind eigentlich Unterhosen, sind gerade nicht gewaschen. Ja, Sportkleider. Hier der Stuhl, der legendäre Stuhl, wo alles drauf ist. Dann hier das Bett und hier, das ist eigentlich das Geilste. Hier ist Gudrun. Die heißt Gudrun und wenn man Gudrun aufmacht, dann sind dort drin Kondome. Das heißt, man kann während des Aktes sagen, ey, sorry, ich muss kurz zu Gudrun und dann macht man die so auf und holt Kondome raus. Schlafzimmer, Badezimmer, Badezimmer, Wohnzimmer. Jetzt geht's ins Herz und das ist auch das einzige eingerichtete Zimmer von meiner Wohnung. Ist eigentlich lächerlich. Es ist lächerlich und zwar das Studio. Meine Damen und Herren, das Studio. Ja gut, sieht jetzt auch nicht so geil aus. Okay, wo soll ich anfangen? Ich glaube, das meiste habt ihr schon mal gesehen in Insta-Stories oder so. Drucker für diesen anderen Buchhaltungsgrind. Wir haben hier so einen Ikea-Schrank. Das ist so ein Dings, das habe ich mal aus Köln mitgenommen, als wir dort feiern waren. Hier ist so ein Licht für die Ambiance. Kleider. Hier ist das Sofa, das ich mir aus Versehen im Stream gekauft habe. Ich habe zweimal weitergedrückt, ich habe gekauft. Kann man auf jeden Fall mies drauf chillen. Und sieht jetzt so aus. Hier nochmal Kleider, dann hier ein Spiegel. Mal was geht ab. Dartscheibe, die ich tatsächlich noch nicht gebraucht habe, seit ich eingezogen bin. Ich will wieder Dart-Streams machen auf Twitch, aber irgendwie, also von hier kannst du keine Darts werfen. Und ich müsste die Scheibe irgendwie ins Wohnzimmer hängen, was wahrscheinlich, glaube ich, auch geiler wäre. Hier ist Freddy. Dem geht es leider nicht so gut tatsächlich. Ich müsste den ein bisschen mehr gießen. Und ich habe ja mal bei Freddy so ein Ding abgerissen. Der sieht nicht mehr so gut aus. Und dann hier das Setup. Das finde ich tatsächlich wirklich sehr, sehr geil. Ist wirklich sehr gelungen. Habe ich mir auch Mühe gegeben. Hier hinten sind so Akustikpens. Ich glaube, der Ton... Die Tür ist jetzt auf, deshalb halt. Aber ich glaube, hier drin ist der Ton voll okay. Dann sitze ich so hier. Und das hier ist der View, den ihr habt auf dem Zweitkanal. Sieht das so aus? Ja, circa. So sieht das aus. Sehr, sehr geiles Studio. Finde ich sehr, sehr geil. Teppich am Boden. Teppich, by the way, falls ihr mal irgendwo hinzieht. Teppich
goated. Der Teppich macht irgendwie so einen nicen Vibe, so einen heimeligen Vibe. Und dann hier hinten ist noch eine Terrasse. Der Boden sieht nass aus, ist er aber nicht. Das ist so ein Belag. Hier werfe ich dann wahrscheinlich einfach Müll hin. Das Geile ist hier, ich kann das euch, glaube ich, zeigen. Hier ist einfach so Grün-Shit. Was ich geil finde, weil dann ist hier so ein bisschen Natur. Aber er gibt irgendwie frische Luft. Ja, so sieht es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen von der Roomtour. Ich werde auf dem Hauptkanal dann nochmal eine komplette Roomtour machen, wenn die Wohnung fertig eingerichtet ist, in so circa 2 Jahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, auf Instagram, große Ankündigung, diesen Sonntag um 14:00 Uhr. Guckt vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Peace.